Hast du Sinn in deinem Leben, wo du dich mit schämen darfst, wo du probst, Verstärkung zu holen? Wir sind nach dem Pastor John Bieder mit der Reihe von Botschaften heute bewegt nach Steinheim. Wo wir kicken nur die Dinge, die zwischen anstehen und die wirkliche Freiheit, die du hast in Jesus Christus. Mit dieser Steinheim für uns die zu schaffen und über zu klottern, um die Freiheit zu beleben, die Jesus hat für uns Leben. Mit der Fähigkeit sind, kicken nur die Thema von Sinn, der Stein von Sinn in uns Leben. Mit wir als Menschen, unsere ersten Gedanken, wenn wir singen, als wo können wir das verstärken, wo können wir das so holen, dass kein Mensch das Wort antworten. Und so wir verstärken diesen Sinn in uns Leben. Und das klopft sich ab in uns Leben und wir wollen sehr unsere Verhältnisse fangen und zu bringen, wenn das Sinn, das klopft so sehr ab in uns Leben, wenn wir proben, das dann verstärkt zu haben. Und kriegst du wieder zu Jesus in der Zeit. Menschen, die den Sinn zu Seed schieben, Menschen, die sagen, dass sie den Sinn zu Seed schieben, und die dann der ihnen Sinn verstärken. Und die Pharisäer, die können nicht verstehen, wie Jesus so viel Zeit wir mit der Tagsklagte und Sünder tut. Wir sehen eine von den Geschichten in Matthäus Kapitel 9. Und als Jesus ein Haus am Dach saß, kamen viele Tagsklagte und Sünder und sahen sich bei Jesus und seine Jünger durch. So wie sollen die Sünder, die wir maglich ran Jesus, wenn Jesus dort ein Leib bewiesen, haben wir einen Freund zu den Sünder. Nächstes der Pharisäer, wo die Sünder bloß zu Sieg schieben deuten. Und als die Pharisäer dort sahen, sehen die zu Jesus seine Jünger. Warum hat die Meister mit den Tagsklagten und Sünder tut? Die Pharisäer können nicht verstehen. Die sagen, wir angereichte Sünder wären und die können sich so gerecht abstellen und die können nicht verstehen, wie Jesus mit den Sünder tut wird. Und als Jesus dort hier sagt, hey, Tans, die Sünder brauchen den Doktor nicht, den brauchen nur die Kranke. Nee, wir sehen, dass Jesus keine Residiert aus dem Doktor. Er will den Menschen physisch heilen, aber noch viel doller dort, er will ihn geistlich heilen. Das wäre mit den Sünder am Tagsklagte an Huda tot wir, haben wir einen Freund wenn wir einen Doktor für ihre Säule. Haben wir einen Doktor für ihre geistliche Gesundheit. Und er merkt ihn frei. Und er vergibt ihn in den Sinn, und er kommt nur an, und er nimmt ihn an, als Herr und Heiland. Und kriegst du so wie von dir. Jesus kennt uns als Doktor. Er ist uns geistlicher Doktor. So wenn wir Sinn in uns Leben haben, was ich du abkloppen darf, wie kann uns möglich fallen, wenn du Jesus kommen? Das können sein, zu groß oder zu klein für Jesus in der Gnade. So komm nur Jesus mit deinem Sinn. Und er ist der Doktor für dein geistliches Leben, für uns geistliches Leben. Und er nimmt uns an und er läuft uns. Und er nimmt uns an als Ansehen Kind. Und wenn wir ihn annehmen, dann verspricht er uns euer Leben. So komm Jesus mit dem Sinn, was du abklommst in deinem Leben. Und verstärkt du nicht da, lud nicht dein Leben zu nicht bringen, wenn die Holz unter deinen Sinn so sehr. Nee, Jesus ruft uns auch an als Christen, zum geistlichen Doktor sein, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu unserer Familie, zu den Menschen, mit denen wir taub schaffen wollen. So wenn du ein Christ bist, du bist ein geistlicher Doktor zu den Menschen dran. Bring die Menschen dran, die Jesus bewiesen sind, was Jesus hat getan in deinem Leben. Und sie ein geistlicher Doktor für die Menschen dran nimmst. Du nicht die Sünder zu sich schieben, sondern bewiesen Leib und sieht er Freund. Die du nicht merken mit was die merken, aber sieht er Freund und bewiesen den Leib, was Jesus dir bewiesen hat. Aber wir alle taub wissen, dass Gott segnet, haben wir gute Werk.